Grüß dich, bei den heutigen Gedicht der Sonntagausflug geht es um das, dass einem die unmöglichsten Sachen an den Kopf kommen, wenn man das einen und anderen sieht. Der Sonntagausflug. Mutter, Vater und zwei Kinder beim Sonntagausflug an der Altwiener. Der Bub hinten raunzt, mir ist so fad. Der Vater, der nicht beim Lenkrad trat, meint, dass er dies nicht verstand. Und obwohl er am Mordsgrant unterdrückt, druckt er sein Lau und meint am Burm, er sollte echt ein bisschen beim Fenster ausschauen, weil so ein Stadt auch seine schönen Seiten hat. Geschäften, Brücken, Gassen, und er kann sich auch ein bisschen mit der Baukultur befassen. Ja, da gibt's so viele schöne Sachen. Und um am Burm auch noch ein bisschen frei zu machen, fährst du jetzt auch noch ein bisschen schneller. Jetzt auf einmal wärst du am Burm sein Gesicht ein bisschen höher, aber etwa nicht, weil er sich mit der Baukultur befasst und die auf einen einwirken lässt. Nein, weil er auf der Weiden einen McDonalds sieht und drauf meint: Tati, so ein Big Mac war jetzt schon eine Geschichte. Hallo, so war das jetzt nicht gemeint, denkt sich der Vater, der auf dem Lenkradl lernt. Aber er, der Chef, weil ihm der Fahrer, tut er nicht den geringsten Geboren. Brummig hat was für seine Teilweise so verfressen und überhaupt haben wir erst Mittag gegessen. Der Bub drauf, das war gemein und blöd und dass er eigentlich schon wieder ganz nett an Hunger hat. Jetzt auf einmal wärst das Dirndl die hinten mehr allein wie er huckt. Dabei es und du auf ihren neuen Handy druckt, auf einmal laut, weil es gut zufällig einmal aus dem Fenster schaut und draußen so ein Handylohn sieht. Ja, meint das, ein neues Handy war schon eine Geschichte, weil die Serie war uncool und alt und ihr drum lang schon immer gefällt. Noch dazu wärst du in letzter Zeit gleich der Akkular. Ja, dass das neue iPhone lang schon überfällig war. Der Vater tut natürlich wieder keinen Rührer, Brummig hat was von früher. Ja, was hätt man dem früher du? Und dass er dort mit herin sowieso nicht stehen bleiben kann und für ein neues Handy war jeden Euro schon und ob sie meint, dass er einen Geldscheißer hat. Und jetzt hör auf zu rennen. Ich möcht nix mehr hören. Aber das Dirndl lässt nicht Luck und geht ihm zurück, dass er ein Knauser und ein Geizkragen war. Der Vater überherrscht und konzentriert sich auf seine Gefahr. Ja, er lässt gar nimmer hin. Inzwischen verlassen steht, sie kommen aufs Land, außer die Peripherie. Jetzt auf einmal meint sie auf dem Nebensitz, sie sei Frau. Du Tati, schau, war so ein Gewandel Niedergeschicht. Meint jetzt diesen, wie sie so eine Lampe am Ranzen sieht, die in Feuer bracht, mit der Nagel noch in Schickimicki tracht, auf den Gehsteig dahinstwitzierst. Ja, sag einmal, du bist nicht gestürzt, du hast erst letzte Woche was gekriegt. Meint er, jetzt werden der elegant um die nächste Kurvenberg. Und jetzt ist er Ruhe und überhaupt hat heute alles zu. Und was das soll, daheim ist der Kasten übervoll. Ja, noch dazu ist es so, dass er schon langsam ganz nett am Frust hat und sein Einkaufen sowieso keine Lust hat. Aber wie er jetzt auf einmal aufs Gaspedal druckt, sieht er auf dem Feld eine Katze, die auf einem Mausloch huckt. Da kommt ihm an den Kopf, eigentlich war jetzt eine Geschichte. Ja, was er sich da denkt, wie er die Katze vom Mausloch sieht, ich meine, da macht sich jeder seine Gedanken und sein Rennen. Ja, das war der Sonntagausflug.